Jeremia Gotthelf. Und für den Konzertpunkt Schneckli. Manchmal macht er wie etwas recht cool und kann nicht so dazu stehen. Aber wir finden, wenn du etwas Geiles machst, dann steh doch dazu. Und darum der folgende Text. Manchmal passiert jemandem etwas. Aber bei anderen passiert es nicht. Gewisse Leute werden älter. Gewisse Leute werden erwachsener. Gewisse Leute werden reifer. Und wir? Wir werden immer doper, 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 doper. Wir werden immer doper. Texte sind schlecht, Gagen suspekt. Wir werden immer doper. Reime sind wack, kein Intellekt. Wir werden immer doper. Alle so korrupt und alle monoton, alle nur Konstrukt und alle homophon, alle homophob und alle ohne Lob, alle so verstaubt. Aber wir sind dope. That's right. Denn wir sind Jeremia Gotthelf, Gott stehe dir bei. Wir sind das lyrisch lange, sind der allerletzte Puzzleteil. Wir sind Erde und Himmel, hotter Shit und wollen mehr. Wir liegen euch auf der Zunge. Oralverkehr. Sind der Eisprung der Szene. Nenn uns bitte Big Bang. Könnten alles erschaffen und doch machen wir Slam. Unsere Texte sprühen Funken so wie brennende Lunten. Wir drücken an Kulturveranstaltungen den Altersschnitt runter. Diese Texte sind wild. Dieses Team hat am Reimen. Unsere Punchlines machen Leute Fame wie Oscar-Ohrfeigen. Kinder, erzählt's euren Eltern. Chronisten der Welt schreibt's auf ein Blatt. Jeremia Gotthelf ist, was Poetry Slam gefehlt hat. Ja, Poetry Slam. Poetry Slam. Du bist nicht perfekt. Du hast zu viele Regeln, Zu viel Text, zu viele Noten, zu viel Jury. zu viele Texte, die nur für die Jury geschrieben wird. Zu viel Jury, die diesen Text zu gute Noten gibt. Oh mein Gott, der Typ hat einen Text über Sexismus geschrieben. Dem gebe ich gerade eine Szene. #MeToo. Aber zum Glück haben wir heute nicht so eine Jury im Publikum. Und falls doch, wir verurteilen Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, Ableismus, Transfeindlichkeit, Krieg in der Ukraine, Krieg in Palästina, Krieg im Jemen, Krieg in Afghanistan, #NoWar. Wir verurteilen. Rassismus. Also die SVP meinst du? Ah, stimmt, aber die haben wir ja schon verurteilt. True. Wir verurteilen Verallgemeinerungen. Pädophilie, der müssen wir Trump. umkehren. Fuck, du sagst immer meine Lines. Männer nehmen so viel Raum ein. Egal. Wir verurteilen Verallgemeinerungen. Pädophilie, Der Trump. Lobbyarbeit, Lohnarbeit. 42-Stunden-Woche, Weltwoche. Leute, die ihr Essen föteln, Iran-Krise. die Kuba-Krise, Die Wirtschaftskrise. Ölkrise, Mini-Krise. Golfkrise, Öl im Golf von Mexiko. Golfplätze im Allgemeinen. Wir verurteilen Obdachlosigkeit. Armut, Depressionen. Schwurbler Und Homöopathie. Und falls wir doch eine wutbürgerliche Gutbürgerliche, Jury im Publikum haben, wir verurteilen Frieden, Wirtschaftsregulierungen, Frauen im Allgemeinen und alle elenden Studierten. Mia, ich glaube, jetzt haben wir die Jury im Sack. Stimmt, Jeremy, aber es gibt noch mehr, die mich stören. Was denn, Mia? Poetry Slam ist zu elitär. Da reden Leute, die an der Uni studiert haben, über Sachen, die sie an der Uni studiert haben, zu einem Publikum, das auch an der Uni studiert hat. Aber Mia, wir studieren doch auch. Ja, Jeremy, aber wir sind mega selten an der Uni. Stimmt, Mia! Was stimmt dich so schnell? Poetry Slam ist so oberflächlich, Lier und Lärm und fucking Lyrik. Poetry Slam ist für die Literatur, wenn Quickie für Sex ist. Aber Mia, Ja, ein Jeremy. Poetry-Text geht doch 6 Minuten. Ja, eben, Jeremy. Mia, sind 6 Minuten für dich ein Quickie? Mindestens. Satire darf... 6 Minuten! Egal. Satire darf alles. Kunst muss nichts, Poetry Slam probiert's. Und Poetry Slam probiert's hart. Der Weise ist alles.
Sagen auch noch Leute, die verlieren. Du hast das noch nie gesagt, Jeremy. Stimmt mir. Andere machen das aus Spaß. Wir machen es für das Geld. Wir sind wie Homie Putin. Glauben uns gehört die Welt, wir sind skrupellos. Machen alles für Erfolg. Drum kommt an dieser Stelle eine kurze Werbung für Volk. Mia, das stimmt doch gar nicht. Ja, aber seid ihr halt gereimt, Jeremy? Stimmt, Mia. Und für Poetry Slam lange das. Wir sind Popkultur. Denn wir poppen Kultur. sind keine Geisterfahrer. Bleiben auf der Spur, wir sind ein Ratespiel. Denn wir werden geschätzt. Gehen viel zu hart rein wie junge Männer beim Sex. Was sind wir? Wir sind so Rechtshänder. Innen. Doch schreiben Texte mit links. Miss Pickett ist mein Innen. Mischt Wörter wie Drinks. Du weißt, die Straße sieht, der will mir schlägt gern, aber meistens literarisch an der Poetry Slam. Poetry Slam! Poetry Slam! Poetry Slam! Slam! Wir sind's ASMR, wo deine Ohren kützeln. Du lachst sogar, wenn wir über Mamis witzeln. Ständig Standing Ovations, oh shit, da bleibt keines sitzen. Literarische Sauna bringen euch ins Schwitzen. Du denkst, wir sind Narzissten, haben einen Gotteskomplex. Doch selbst Gott wäre gerne so wie mir. Echt? Wir sind so real, nennen es Instagram-Content. Leckert besser als dein Ex-Freund. Hashtag NoFrontman. Manchmal passiert jemandem etwas. Aber über den anderen passiert's nicht. Gewisse Leute werden älter, gewisse Witze werden blöd, gewisse Leute gehen vergessen, gewisse Leute haben es nicht kapiert, weil sie sind verwendet und wir werden immer dumpfer!